Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 24. Die Irrfahrt vom Korakel. Es war Höllentag, als ich verwacht bin und mich am Südwestende der Schatzinsel auf der Welle wiedergefunden habe. Die Sonne war schon aufgegangen, hat sich aber noch hinter der gewaltigen Felsmasse vom Fernrohr befunden, wo auf dieser Seite mit furchtbar steilen Wänden fast bis ans Meer abgegangen ist. Die zwei anderen grossen Berge der Insel habe ich von ganz nahem gesehen. Ich bin kaum eine Viertelmeile auf dem Meer draussen gesehen und habe sofort daran gedacht, mich an Land herzupaddeln. Der Gedanke habe ich aber rasch wieder aufgegeben. Die Brandung hat furchtbar tobt zwischen den Felsblöcken, die von den Bergen runter an den Strand gerollt sind. Von Sekunde zu Sekunde ist schäumend eine Riesenwelle gegen die Klippe geprallt und ich habe gesehen, dass ich verschmettert werden will, wenn ich mich in die Nähe wage. Aber da ist noch nicht alles gesehen. Auf den flachen Felsvorsprüngen habe ich ungeheuer grosse, schleimige Ungeheuer gesehen. Weichschnecken von einer unglaublichen Grösse, mindestens 40 bis 50 an der Zahl. Das böllende Kühl von ihnen haben vom Felsen wieder kalt. Ich habe später erfahren, dass es Seelöwen sind. Vollkommen harmlose Tiere. Aber der Anblick von dieser Ungeheuer in Verbindung mit der tosenden Brandung ist mehr als genug gewesen, um mich von einem Landungsversuch an dieser Stelle abzuhalten. Lieber hätte ich wollen, auf dem Wasser verhungern, als es mit solchen Gefahren aufnehmen. Übrigens hatte ich noch eine andere und bessere Aussicht auf eine Rettung von mir gehabt. Gegen Norden erstreckt sich eine lange, ebene Fläche, wo bei tiefem Wasserstand ein Streifen von gelbem Sand zu Tag treten lässt. Und noch weiter nördlich davon befindet sich ein anderes Vorgebirge, das Waldkap, wie es auf der Karte bezeichnet worden ist, mit hohen grünen Fichten, die bis an den Strand runtergegangen sind. Ich habe mich erinnert, was der Silver von der Strömung gesagt hat, wo längs an der ganzen Westküste der Schatzinsel gegen Norden fließt. Weil ich an meiner Lage erkannt habe, dass ich schon in diese Strömung hineingeraten war, habe ich es vorgezogen, alle meine Kraft auf den Versuch zu verwenden, das freundliche, scheinende Waldkap zu erreichen. Ich habe mich in einer grossen, sanften Dünung befunden. Weil der Wind beständig und nicht stark gegen Süden geblasen hat kein Kampf zwischen dem und der Strömung stattgefunden und die Wogen haben sich gehoben und gesenkt, ohne zu brechen. Wäre es anders gesehen, so hätte ich schon längstens umkommen sehen. Aber unter diesen günstigen Umständen hat sich mein kleines, leichtes Boot als überraschend sicher erwiesen. Ich bin immer noch auf dem Boden ausgestreckt da gelegen und wenn ich einmal ein Auge über das Tollbord gehoben habe ich häufig eine gewaltige blaue Höhe näher über mir gesehen. Aber das Korakel hat nur einen kleinen Sprung gemacht, hat tanzt wie auf einer Sprungfeder und ist wieder auf der anderen Seite, leicht wie ein Wasservogel, ins Wellental runtergelitten. Nach einer Weile bin ich sehr kühn geworden und habe mich aufgerichtet, um mein Geschick im Paddeln zu versuchen. Aber sogar eine kleine Veränderung von der Verteilung vom Gewicht macht für ein Korakel sehr viel aus. Kaum habe ich die Bewegung gemacht, hat das Boot seine sanft hüpfende Bewegung aufgegeben und ist in einen so steilen Wellenabgrund runtergefahren, dass mir schwindelig geworden ist. Dann hat es seinen Bug tief in die Seite der nächsten Welle gebohrt, dass das Wasser um mich herum gespritzt hat. Ich bin flutschnass geworden und habe einen grossen Schreck bekommen. Sofort habe ich meine alte Position auf dem Boden vom Boot wieder eingenommen, wo daraufhin das Korakel offenbar wieder zur Besinnung gekommen ist und mich so sanft wie vorher durch die Welle getragen hat. Es ist klar gewesen, dass man es nicht stören darf. Weil ich aber auf diese Art den Kurs von meinem Boot nicht lenken konnte, was für eine Hoffnung ist mir da noch geblieben, das Land zu erreichen? Ich habe angefangen, eine entsetzliche Angst zu bekommen. Aber ich habe gleich noch meinen Kopf oben behalten. Zuerst habe ich mit Anwendung der grössten Vorsicht mit Hilfe von meiner Kappe das Wasser aus dem Korakel geschöpft. Dann habe ich wieder über das Tollbord übergeblinzelt und habe angefangen, darüber nachzudenken, wie mein Boot es eigentlich schafft, so ruhig durch die hohen Wellen zu schlüpfen. Ich habe gefunden, dass jede Welle keineswegs ein grosser, glatter Berg ist, wie es vom Land oder vom Deck von einem Schiff aus den Anschein hat, sondern dass eine ruhige Dünung genau einer Reihe von Hügeln auf dem trockenen Land gleicht, wo es Höhen und Tiefen gibt. Wenn das Korakel sich selber überlassen wird,
sucht es sich sozusagen seinen Weg durch die tieferen Stellen und vermeidet die steilen Abhänge und die höheren Gipfel der Wellen. Jetzt habe ich für mich selber gedacht, es ist klar, dass ich ruhig liegen bleiben muss und das Gleichgewicht nicht stören darf. Ebenso klar ist es aber auch, dass ich mit dem Paddelruder von Zeit zu Zeit und an geeigneten Stellen einem Boot einen kleinen Stoß geben könnte, wo es am Land ein bisschen näher bringen. Gedacht, getan. Ich habe mich auf die Ellbogen gestützt und habe ab und zu einen kleinen Schlag getan, wo das Boot der Küste näher gebracht hat. Es war eine sehr ermüdende und langwierige Arbeit, aber ich habe sichtbar Raum gewonnen. Wo wir uns am Waldkap genähert haben, habe ich zwar gesehen, dass ich das auf keinen Fall erreichen könnte, aber doch mehrere hundert Ellen weiter gegen Osten gekommen bin. Ich habe mich tatsächlich näher am Land befunden. Ich konnte die kühlen, grünen Baumwipfel sehen, wie sie in den Breisen geschwankt haben. Und ich war überzeugt, dass ich das nächste Vorgebirge unfehlbar erreichen will. Es war höchste Zeit, weil jetzt hat mich der Durst angefangen zu quälen und die brennende Sonnenglut von oben, die tausendfache Widerspiegelung von ihrer Strahlen von der Wellen, das Meerwasser, das auf meiner Haut getrocknet ist, so dass sogar meine Lippen mit einer Salzkruste überzogen sind. Alle diese Umstände haben gemacht, dass mir die Kehle brennt und der Kopf wehtun hat. Der Anblick der so nahen Bäume hat mich fast krank gemacht von Sehnsucht. Aber die Strömung hat mich rasch an der Landspitze vorbeigetragen und als ich wieder ins offene Wasser rausgekommen bin, hatte ich einen Anblick, der meinen Gedanken eine ganz neue Richtung gegeben hat. Gerade vor mir, keine halbe Meile entfernt, habe ich die Hispaniola und das Segel gesehen. Ich war sofort überzeugt, dass Piraten mich jetzt fangen würden. Aber wegen dem Wassermangel ist es mir so schlecht gegangen, dass ich kaum gewusst habe, ob die Gedanken mich gefreut oder betrübt haben. Aber bevor ich zu einem Entschluss kam, bin ich so voll Verwunderung, dass ich nur immer das Schiff anstarren konnte. Die Hispaniola ist unter ihrem Hauptsegel und 2 Klüfensegel gefahren. Und die schön weisse Leinwand hat in der Sonne glänzt wie Schnee oder Silber. Als ich den Schoner zuerst erblickt habe, sind alle Segel bläht. Er ist ungefähr nordwestlich gefahren und ich habe angenommen, dass die beiden Leute an Bord wollten um die Insel zum Ankergrund zurückfahren. Auf einmal hat das Schiff angefangen, immer mehr gegen Westen abzufallen, so dass ich gedacht habe, sie hätten mich gesehen und sie würden auf mein Korakel Jagd machen. Schlussendlich aber ist die Hispaniola gerade in den Wind hineingefahren und ist eine Weile mit killenden Segeln ganz hilflos stillgestanden. Ungeschickte Kerli, habe ich vor mir hingesagt. Sie sind wahrscheinlich immer noch besoffen wie Tümpelkrotten. Und ich denkt, wie der Kapitän Smollett sie an die Arbeit gebracht hat. Mittlerweile hat der Schoner langsam wieder an Fahrt verloren. Dann haben sich die Segel wieder gebläht, das Schiff ist ein paar Minuten in schneller Fahrt gelaufen, ist dann in den Wind hineingefahren und stillgestanden. Das hat sich immer und immer wieder wiederholt. Hin und her, auf und ab, gegen Norden, Süden, Osten, Westen ist die Hispaniola stossweise gesegelt. Und jedes Mal hat es damit geendet, dass die Leinwand gegen den Mast geklatscht ist. Mir ist klar geworden, dass niemand gesteuert hat. Aber wenn es so gesehen ist, wo sind denn die 2 Piraten gesehen? Ich habe mir gedacht, sie müssten entweder sinnlos betrunken sein oder das Schiff verloren haben. Und wenn ich vielleicht an Bord gelangen könnte, wäre ich möglicherweise imstande, das Schiff dem Kapitän zurückzubringen. Die Strömung hat das Korakel und den Schoner mit der gleichen Geschwindigkeit südwärts getragen. Aber die Hispaniola ist so wild hin und her gesegelt und ist, wenn sie wieder im Wind hineingefahren ist, jedes Mal so lange auf einem Fleck geblieben, dass sie sicher nicht vorwärts gekommen ist, wenn sie nicht so gern zurückgetrieben worden ist. Ich bin sicher gewesen, dass ich sie einholen könnte, wenn ich es nur wagen, aufrecht zu hocken und zu paddeln. Der Plan hat etwas Abenteuerliches an sich gehabt, das mich begeistert hat. Und der Gedanke an die Wassertonne neben der Vorderkajüte hat meinen wachsenden Mut verdoppelt. Ich bin aufgehockt und bin sofort von einer neuen Sprühwelle begrüßt worden. Aber das Mal habe ich mich dadurch nicht abschrecken lassen und habe mit ganzer Kraft und Vorsicht angefangen, mich an die steuerlose Hispaniola herzupaddeln. Einmal ist ein so schwerer Sturz in mein Boot geschlagen, dass ich Halt machen musste, um das Wasser rauszuschöpfen. Das Herz hat geklopft wie bei einem Vogel, aber langsam habe ich mich an die Lage gewöhnt
und habe mein Korakel so geschickt dort Wellen gelenkt, dass nur ab und zu ein Wellenschlag seinen Bug getroffen hat und mir den Schaum ins Gesicht geworfen hat. Ich bin dem Schonen schnell näher gekommen. Ich konnte den Messingbeschlag an der Ruderpinne sehen, wenn die hin und her geworfen worden ist. Auf Deck ist immer noch keine Menschenseele zu erblicken gewesen. Ich konnte nichts anderes annehmen, als dass das Schiff verlassen war. Wenn nicht, so sind wahrscheinlich beide Leute betrunken in der Kajüte gelegen. Dann könnte ich sie vielleicht überwältigen und hätte das Schiff zu meiner Verfügung. Seit einer Weile hat der Schoner das Schlimmste gemacht, was er geben konnte. Er ist stillgestanden. Er ist ziemlich genau gegen Süden gefahren, wobei er natürlich fortwährend giert hat. Jedes Mal, wenn der Schoner abgefallen ist, haben sich die Segel zum Teil gefüllt und dadurch ist er im Jux wieder im Wind gekommen. Das war für mich am allerschlimmsten gesehen, denn so hilflos das Schiff in dieser Lage ausgesehen hat. Die Segel haben wie Kanonenschüsse getönt und auf dem Verdeck sind die Blöcke hin und her gerollt. So ist es gleich von mir weggelaufen, nicht nur mit der Geschwindigkeit der Strömung, sondern auch mit der ganzen Abdrift, die naturgemäß gross war. Aber endlich ist eine Aussicht auf Erfolg für mich gekommen. Der Wind hat mehrere Sekunden lang ausgesetzt und durch die Wirkung der Strömung hat sich die Hispaniola um sich selber gedreht. Ich habe endlich ihren Stern gesehen, in dem das Kajütenfenster immer noch weit offen gestanden ist. Die Lampe über dem Tisch hat in hellen Tag hineingebrannt. Das Hauptsegel ist schlapp abgehangen wie ein Banner. Der Schoner ist bewegungslos gesehen, abgesehen von der Strömung. In der letzten Zeit bin ich sogar ein bisschen zurückgeblieben. Jetzt ist es mir aber durch verdoppelte Anstrengungen gelungen, einem Schiff näher zu kommen. Ich bin keine 100 Yards mehr von ihm entfernt gesehen, da ist wieder ein Windstoß gekommen, die Segel haben sich gefüllt und die Hispaniola ist wie eine Schwalbe um die Wellen geflogen. Mein erstes Gefühl war Verzweiflung gewesen. Mein zweites aber Freude, weil der Schoner hat sich umgedreht, bis er mir die Breitseite zugetragen hat. Hat sich noch weiter umgedreht, bis er die Hälfte, dann 2/3, dann 3/4 von der Entfernung zurückgelegt hat, wo uns noch voneinander getrennt hatten. Ich konnte die weißen Wellen an seinem Bug schäumen. Unglaublich gross ist mir das Schiff vorgekommen, von meiner Tiefe aus mit meinem kleinen Korakel. Und dann habe ich auf einmal angefangen zu begreifen. Ich hatte kaum noch Zeit zu denken, kaum Zeit zum Handeln, um mein Leben zu retten. Ich war oben auf einer Welle, wo der Schoner die nächste Welle aufgeschwebt ist. Das Bugsprit hat sich über meinem Kopf befunden. Ich bin aufgegumpelt an die Höhe und habe dabei das Korakel unter Wasser gestoßen. Mit der einen Hand habe ich den Klüfenbaum erfasst, während mein Fuß zwischen Stag und Brasse einen Halt gefunden hat. Während ich noch keuchend so gehangen bin, hat mir ein dumpfer Schlag verkündet, dass der Schoner über das Korakel übergesegelt ist und dass ich mich jetzt ohne jede Möglichkeit von einem Rückzug auf der Hispaniola befunden habe.